Nicht nur verbal bekommen Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei Unmut zu spüren. Manche konnten das Parlament nach der konstituierenden Sitzung nur noch unter Polizeischutz verlassen. Die Demonstranten sind wütend, denn trotz Protests Zehntausender will die Regierung Orbán am Gesetz zur Beschränkung der Arbeit von Hilfsorganisationen festhalten. Zwischen den Protestierenden András Szivart, Leiter der ungarischen Hilfsorganisation Migration Aid. Er und viele andere hier engagieren sich ehrenamtlich für Flüchtlinge. Diejenigen, die hier zusammengekommen sind und demonstrieren, kommen von links bis rechts. Alle verbindet sie, dass sie gegen Orbán und seine Gesetze sind. Immer wieder werden Flüchtlingshelfer wie András von der offiziellen ungarischen Regierungspropaganda gebrandmarkt, als angebliche Söldner von George Soros, dem ungarischstämmigen Milliardär mit liberalen Ideen. Jetzt soll das sogenannte Stop Soros oder auch NGO-Gesetz ihre Arbeit komplett blockieren. Nichtregierungsorganisationen wie Migration Aid, Amnesty International oder das Helsinki-Komitee benötigen künftig eine extra Zulassung des ungarischen Innenministeriums und sie müssen 25% ihrer Zuwendungen aus dem Ausland als Gebühr abführen. Doch wer spendet noch, wenn er weiß, dass ein Viertel davon in die ungarische Staatskasse fließt? Laut Marta Pardavi wären davon zum Beispiel auch EU-Fördergelder betroffen, alles im Sinne Orbáns. Die neue Regelung soll uns aushungern. Es wird Einzelspender und Institutionen davon abhalten, Geld zu geben. Damit sind Organisationen, die wichtige und legitime Arbeit für die Zivilgesellschaft leisten, gezwungen, ihre Tätigkeit einzustellen. Obwohl Ungarn nur ein paar tausend Flüchtlinge aufgenommen hat, ist kaum irgendwo in der EU die Angst vor Migranten und Islamisierung größer, Folge jahrelanger Propaganda. Attention, attention. I'm warning you that you're at the Hungarian border. Immer wieder gab es Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen, die es illegal über den Zaun geschafft hatten. Abgeschobene berichten von brutalen Übergriffen ungarischer Grenzschützer, auch Said und sein Freund Mayeran aus Afghanistan. Wir wurden geschlagen und ein 16-Jähriger mit Hunden angegriffen und bedroht. Sie haben uns auch mit Pfefferspray attackiert. Das war sehr schlimm. Aufgrund solcher Berichte beantragte zum Beispiel Amnesty mehrfach offizielle Untersuchungen. Doch in Zukunft wird selbst das nicht mehr möglich sein. 8 Kilometer vor der Grenze beginnt für unabhängige Beobachter laut neuem Gesetz eine Sperrzone, die sie nicht betreten dürfen. Wer nicht gehorcht, wird bestraft mit gravierenden Folgen. Es ist ein einzigartiger Vorgang, dass eine NGO wie Amnesty International Ungarn einfach aufgelöst werden kann. Das ist bisher nicht einmal in der Türkei und in Russland passiert. Aber hier ist es nun ganz leicht möglich, in einem Land, das Mitglied der EU ist. Aber auch Organisationen, die nicht unmittelbar mit Flüchtlingen zu tun haben, wie Transparency, stehen im Fadenkreuz. Gabriela Norch hat gemeinsam mit ihren Kollegen die Veröffentlichung der Spenderlisten von Sportvereinen eingeklagt. In Ungarn ist es möglich, Sportvereinen anonym große Summen Geldes zu spenden. Eine Praxis, die dazu führt, dass zum Beispiel der eher zweitklassige Fußballverein von Felschut das 400-fache an Zuwendungen wie üblich erhält. Das kleine Dorf Felschut ist der Geburtsort von Viktor Orbán. Gleich neben dem überdimensionierten Stadion steht das Haus der Familie. Sportvereine müssen keine Rechenschaft ablegen, was sie mit dem Geld machen. Eine Einladung zu Korruption und Vetternwirtschaft, sagt Transparency. Die ungarischen Steuerzahler verstehen, wie Korruption funktioniert und dass es sich hier um Korruption handelt. Aber sie sind einfach abgestumpft und glauben, dass Politiker immer korrupt sind und sich bereichern. So ist es eben. Korruption zum Beispiel von Mitgliedern der Regierungspartei Fidesz aufzudecken, ist kaum noch möglich, denn Transparency gehen jetzt bereits Geld und Mitarbeiter aus. Immer weniger Ungarn wollen sich zivilgesellschaftlich engagieren, weil ihre Namen auf schwarzen Listen landen und öffentlich in Zeitschriften an den Pranger gestellt werden. Die Eltern unserer Mitarbeiter haben sogar bösartige Kommentare von Nachbarn bekommen. Ihre Tochter arbeitet bei einer solchen Organisation. Sie ist eine Soros-Söldnerin. Sie arbeitet gegen Ungarn und gegen die ungarische Gesellschaft. Mit dem NGO-Gesetz schaltet Orbán einen weiteren demokratischen Kontrollmechanismus aus. Jede Kritik an seiner Politik soll verstummen. Ein dazu bereits fest vereinbartes Interview des ungarischen Regierungssprechers wurde uns kurzfristig wieder abgesagt.
Und Roche-Sievert will trotz aller Gängelung weitermachen. Migration Aid lebe vor allem von der persönlichen, unmittelbaren Hilfe, sagt er. Auf Spenden aus dem Ausland will er künftig ganz verzichten. Der einzige Weg für seine Organisation, in Ungarn zu überleben.